Voilà, also herzlich willkommen dann noch von der Seite von der Fraktion, dass eng friedliche Rümze gesehen oder Vakanz, dass wir auch genug haben bei euch auch. Also mir hun nur die Pressekonferenz gemerkt, weil unsere Auffassung nur die Verfassungsdiskussion wahrscheinlich die wichtigste, dass an der Politik am Blick, weil das Land ja auf viel Jahre festlegt. Das also besonders an dem Sinn wie die Covid, wo wir ja hoffen, dass das geschworen ist. Hier geht wirklich eine langfristige Veränderung vom Land, neue Regeln, neue politische Inhalte. Und dafür ist das für uns ein zentral froh. Wir werden noch ein Kampagne machen an nächster Zeit. Die wird schon in Donnerstag gesehen, dass am letzten Woche dann am Quotidien ein Infoheft beileitet. Das wird so ausgesehen, ich kann es heute noch nicht ausdehnen, aber das sieht so aus, ob letzte schon auf Französisch. Wir machen Spotten, also wir machen wirklich auch eine Kampagne für ein bisschen Eisabfassung, Alex hat schon ein bisschen präsentiert für ihre Stadt, an die Leute dabei ein bisschen Minuten zu bringen, wird das wirklich geplant, wo sind als Kritikpunkte, was fanden wir gut. Ich meine, das ist einfach der Wert an uns nennen, dass wir eine richtige Verfassungsdiskussion am Land kreieren, weil es einfach das zentrale Gesetz von unserem Land ist. Lo ass d'Aktualitéit so, dat man den echte Rapport schon den Herr Penning hat gesagt, dat man lo 4 Deler kreien fir den echten Deel, dat der wahrscheinliche Wort iwwer Justizreform, dat das am Blick firgesi wie die Zweetsitzungsvor am Oktober. Du kann dat eventuell schon gestimmt gehen. De Projekt vom Rapport ass verdeelt, dat hecht das net nimmen eng grundsätzlich Diskussion mit der Sache eine ganz aktuelle Diskussion, wo man schon an den nächste Wochen eventuell dann hinkommen an die echte Worten an der Chamber hunn. Für uns, und das hat Herr Penning als echt rappeliert, also es klar, dass man die Prozedur so nicht akzeptieren, weil es klar Versprechen gibt von den 4 politischen Parteien, die Texte elaboriert und zu verantworten haben, klar Promessen an den letzten Wahlprogrammer schriftlich gegenüber den Wählern, dass es eben so zu einem Referendum kommen. An das Argument, wenn du gesagt wird, ja, das ist keine globale Reform oder so, das ist so eine substanzielle Reform. Und dazu sie selber, dass es keinen Grund gibt, für kein Referendum zu machen. Aber sie wollen keinen, weil sie nicht hätten. Sie wollen nicht, dass das Publikum wirklich da kann bestimmen. Wir hatten als ADR eine Proposition de loi gemacht, für die Leute wenigstens ermöglichen, online sich anzuschreiben. Ihr wisst, die Prozedur in der Penning doch appelliert, dass Leute selber können ein Referendum frohen, brauchen sie 25.000 Unterschriften. Sie müssen dafür selber auf die Gemeinde gehen. Und wir gesagt, also wir haben bei den Petitionen können Leute sich online anschreiben. Mit einem Briefwahl zum Beispiel, da brauchen sie auch nicht an das Wahlbüro zu gehen, wenn sie wollen, dann Funktionäre vom Staat mat desideieren. Und das in der Regierung refuséiert gehen, nur nicht an der Chamber mit der Regierung hat eine Stellungnahme geholt, nee, das wollen sie nicht für sie, also ganz wichtig, dass sie können op der Platz die Identität von den Citoyens kontrollieren, weil das so ein wichtiger Akt wäre und so weiter, aber bei der Briefwahl ist das auch nicht. Aber das ist einfach der politische Willen nicht da, für die 25.000 Unterschriften zusammen zu kriegen. Das ist also erstens ein Bruch vom Wahlversprechen, weil der Referendum wer versprach, aber für das Leute nicht können hingehen an die Referendum selber aufrufen, dass so schwer so wie möglich soll sehen, haben sie dann auf 4 Deler abgedeelt, den ganzen Text, sodass die Frage stellt, ob dann mit 4 Mal Referendum angefragt gehen über alle Kapitel, und da wird gesagt, das wäre kompliziert. Das ist nicht kompliziert. Das kann entweder ein Referendum machen über die 4 Deler, oder das kann ein Referendum machen mit 4 Fragen, eng zu allen Kapiteln, oder das kann in Higo wie 2015, das in eine Reihe Fragen raushält, was weiß ich, über Monarchie, über do, und dann, oder über Familie oder andere Sachen, und da so, und sie da dummer d'accord, oder sie da nicht dummer d'accord, das können noch mehr Fragen sein, können doch 20 sein, wo die Leute können eine Meinung äußeren, und das könnt ihr mit auflesen. Also es gibt kein technisches Problem, es gibt keine Justifikation, wie das nicht zu machen, es ist einfach der politischen Unwillen, nur dem Scheck von 2015 für nachher den Weg zu gehen und Leute um Meinung zu fragen, klingt hier Wahlversprechen und das beim wichtigsten Gesetz zum Land. Das hat mir absolut nicht können akzeptieren. Der Zweite, was ich dann will sagen, das was der Kontinu angeht. Wir haben eine Reihe Punkte, das sind da ganz viel. Wir konnten natürlich nicht alles, es sind 4 ganz elaborierte Texte, wir konnten da nicht alles raussichern am Detail.
das wäre wirklich zu weit gegangen. Wir haben uns an der Broschüre, die wir ausdehnen, und noch an unserer Argumentation, wird man uns auf eine pure Linie konzentrieren, für die Leute ein Enjeu einfach klar zu machen, um was es geht. Und das betrifft eben ein großes Kapitel vom Staat, wie als Souveränität, es betrifft, wie den Herr Penninger doch schon gesagt hat, Monarchie, es betrifft Familie. Es sind so viele Sachen, die Heimat da betroffen sind, aber ich will aufhängen, mit etwas, was wir bislang nicht tun, eine Politisierung von der Verfassung. Das ist wirklich auch ein absolut zentraler Punkt. Wir haben am Blick an unserer Verfassung kein politisches Ziel. Das tun wir am Blick nicht. An die neue Verfassung kommen aber sogenannte politische Staatsziele. Lützeburg ist bislang ganz gut eins gehen ohne politische Staatsziele. Lo wissen wir endlich, was wir da sehen. Wir kriegen politische Staatsziele. Wir bislang sind wir ohne Orientierung durch Geschichte gedriftet. Das ist lo River, Gott sei Dank. Wir kriegen gesagt, Lützeburg ist da für die Klimaneutralität zu realisieren. An der Staatsziele kriegen wir eine Partie mehr. Auch zum Beispiel, dass ein adäquat, jeder soll Recht auf ein adäquat Funding haben und so weiter. Wonach kann das nicht, dass die Ziele aus sich als Gänger fundamental steuern. Ich meine, es gibt kein Mensch, der geht für die Umwelt zu schützen, für die Biodiversität zu erhalten, für die Leute eine Wohnung zu geben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, froh, ob das überhaupt an eine Verfassung gehört, aber wie das soll realisiert gehen. Und du hast den zentralen Punkt von unserer Kritik, wie die politischen Staatsziele zu erreichen. So steht es an den Text da, und nun geht es wirklich essentiell, so steht da, können andere konstitutionelle Prinzipien an einem gewissen Maß, das wissen wir nicht, wie das interpretiert, das limitiert gehen. Das heißt, für politische Staatsziele zu erreichen, können andere konstitutionelle Prinzipien, dazu gehören dann noch Grundrechte, eingeschränkt gehen. Wir gehen also hier hin, machen politische Ziele, und da wissen wir nicht, wie das interpretiert wird. Das wissen wir nicht. Und das ist auch nirgends festgeschrieben, wie es interpretieren ist. Zum Beispiel, ich gebe just zwei Beispiele, das eine im Bereich Klimaschutz, das andere im Bereich Logement. Beim Klimaschutz von der Text, wir können konstitutionelle Prinzipien einschränken, wie Klimaneutralität zu erreichen. Was ist das für die Bewegungsfreiheit? Was ist das für zum Beispiel die Fakultäthäuser der Nutztieren zu erhalten? Und so weiter und so fort. Und alles das kann eigentlich eingeschränkt gehen, kann verändert gehen mit den konstitutionellen Texten, weil Staatsziel als Klimaneutralität, Staatsziel als aber nicht zum Beispiel Bewegungsfreiheit, das ist ein Grundrecht und das darf im Prinzip als konstitutionelles Prinzip eingeschränkt gehen, für ein politisches Staatsziel zu erreichen. Beim Logement ist es doch so, dat natürlich all Mënsch d'accord ass, dat Schiin dat fir wunderschein, wenn man Schiin ha am Land an enger adäquater Wuning hätten, mit dat fir eis eng vun der Wuningsbaupolitik oder vun der Wuningspolitik allgemeng, aber net vun der Verfassung. Wie soll dat realisiert gehen? Wir hatten zum Beispiel von den Geringen, die wollte lo eng Nationaufeierung vom Logement sous-occupé. Das für die Geringen, das sind aber nicht durchkommen bis lo nicht. Mit die Idee ist, also noch unterstützt von anderen Parteien, mit die Idee ist, wie zu so eng Person braucht so viel Wohnraum. Wer mehr hört, wird eigentlich mehr wie braucht. Ja, wenn so eine Nation angefeiert wird, wenn da sieht, wir jeder nicht recht auf ein adäquat Funding, ist froh, was heißt das konkret? Möchte das Verstaatlichung mir einfach, weil auch, und das geht das nicht gesagt an der Diskussion, den Droit à la Propriété als auch ein Menschenrecht. Das ist auch ein Menschenrecht. Auch von den in letzter Zeit viel diskutiert wird. Das ist als grundsätzlich Kritik, als die, dass man heute durch Politisierung der Verfassung, durch Staffelung von politischen Zielen, Staatszielen, wo gleichzeitig andere konstitutionelle Prinzipien können eingeschränkt werden, die zu erreichen, dass wir die abmachen für Einschränkungen auch von der Grundfreiheit, wo wir heute nicht wissen, wie weit sie können gehen. Dabei könnt, dass man die Prinzipien am Land tun und der Neutralität vom öffentlichen Dienst. Und die Neutralität vom öffentlichen Dienst, als vielleicht, wir könnten vielleicht dann, was du so ein Fenster abzumachen, so sind wir geschwind, sind wir hier gekocht und durch und so weiter. Das wird ganz live, merci. Das ist so, dass man die Prinzipien von der Neutralität vom öffentlichen Dienst. Und das heißt aber nur, dass alle Beamten, wenn eine Verfassung veredigt wird, je jure d'obéir à la Constitution et aux lois de l'État, das ist so die übliche Formel, dann schwert die auch, dass die gleichzeitig die politischen Staatsziele muss verfolgen. Und so mir, dass das ein Angriff an Neutralität vom politischen Denkfeld, das vielleicht nicht jeder d'accord mit denen Zielen. Weil alle Beamten nicht aber recht sind, politische Meinung zu haben, frei und unabhängig. Und wenn dann die Beamten, also die Fonction publique, das wäre ein Angriff an Neutralität von der Fonction publique und an die politischen Rechte von den einzelnen Leuten.
Ein zweiter großen Kritikpunkt, den wir haben, und das hat Herr Penning auch schon als eine Aufhörung beschrieben, das ist die Affäre vom Ausländerwahlrecht. Ja, es steht da an den Kommentaren, und Herr Penning hat das gesagt, dass die Disposition vom Ding bis am Kommentar steht, das appliziert sich nicht auf Legislativwahlen. Aber der Kommentar ist nicht rechtsverbindlich. Und das ist der große Punkt. Am Text, am rechtsverbindlichen Text und der Verfassung steht, la loi peut conférer des droits politiques à des non-luxembourgeois. Ja, also ganzen Text, das sans préjudice à l'article 52, la loi peut conférer des droits politiques à des non-luxembourgeois. Das ist rechtsverbindlichen Text und der Verfassung. An der Kommentar, der nicht rechtsverbindlich aussieht, dann ist aber nicht für Legislativwahlen. Nicht ausgedrückt, über Gesetz kann man sich darüber wegsetzen. Da kann natürlich so, ja gut, da können die für ein Verfassungsgericht gehen und da gehen klonen, da muss man zu so einem Prozess kommen. Das ist alles ganz kompliziert. Auf jeden Fall dir, als ob an mir so ein, das soll klar Gestalt gehen, wenn das ehrlich schmeckt. An die Sot wirklich hat und das ist nicht für Legislativwahlen, man schreibt es an den Text. Das haben wir auch an der Kommission gesagt. Das sagt, sans préjudice à l'article 52 et à l'exception des élections législatives, la loi peut conférer des droits politiques à des non-luxembourgeois. Da waren wir als ADR nicht prinzipiell dagegen. Wir bei den Europawahlen sind wir d'accord, bei den Gemengewahlen, wo wir d'accord, auch für Nicht-EU-Bürger bei den Gemengewahlen, wo wir d'accord. Das ist nicht, dass wir da prinzipielle Probleme haben. Wir wollen aber nicht am Geist vom Referendum von 2015 und Respekt von einer 80%-Decision von der Lützeburger, das über die neue Verfassung Möglichkeit geschafft wird, wie das Referendum 2015 zu handeln. Das geht für uns nicht. Und wieso schreibt ihr dann den Text? Also nicht gemerkt. Dafür das Misstrauen, das so begründet. Sie hätten schon können an den Text rausschreiben. Wollten sie aber nicht. Für Wert. Die Frau ist gestaltet, aber wieso es gibt kein ausländerwahlrechtlich Standard, die außer die gibt durch das Referendum und Leute akzeptieren das, dann ist es eine andere Sache. Wir haben ein Referendum und eine klare Decision. Dann ist es nicht, wie zu probieren, eine Hand die abzumachen und dann anzufeiern. Herr Penning hat auch gesagt, Monarchie. Das ist auch ein Punkt, wenn es wirklich Herz leid. Und nicht nur uns, wir haben auch als Deputierte so viele Lützeburger am Laufe von ihrer Geschichte, sie wird am öffentlichen Dienst, auf einer anderen Platz, an irgendeiner Funktion als Soldat oder was auch immer, haben sie gesagt, jure fidélité au Grand-Duc oder je promets fidélité au Grand-Duc. Das war das letzte Woche, wo ich bei einer Zeremonie von der Armee, da war es da doch immer, das soll wegfallen. Und das ist auch etwas, was nicht gesagt wird, die Allegiance, also den Eid op Monarchie oder Promesse op Monarchie fällt weg. Das selbst an der Öffentlichkeit bis auch nie gesagt gehen. Ich weiß nicht, ob viele Lützeburger begeistert sind mit der Erneuerung. Wir wissen ja auch, wo es hier kommt. Wir wissen ja, dass ganz viel an den ganzen Verfassungsdiskussionen auch noch am Projekt 60, den nach letztes Jahr oder für ein paar Jahre noch aktuell war, immer nur die Abteilung hatten auf 4 Projekten. Da war ja ein ganz starker republikanischer Geist. Ich meine, das muss ich ja einfach gesehen. Wir hatten ja den Grand Duc, der gar nicht mehr nimmt, für überall der Chef de l'État, und da das ja nur geändert gehen. Aber die ganze Approche, wo ja eigentlich ein bisschen auch darauf machen, wie der Sätze à terme, nicht direkt mehr von der Monarchie durch die Republik, der Tisch nicht annehmen vom Grand Duc, also auch diese Formel, die alle Referenz auf den Grand Duc verschwindet. Durchtäler an der Justiz gehen nicht mehr am Namen vom Grand Duc geholt, sie gehen aber nach am Namen vom Grand Duc exekutiert. An der Sache méi d'Optik vun der neue Verfassung als fir de Grand Duc net mé als ein bisschen de neutrale Regent iwwer vom Land ze gesinn, mir immer méi an ein bisschen an der franzéscher Opfassung vom Regime präsidentiell fir ze placeieren als Deel vun der Exekutiv. Dafür auch der Urteiler nicht mehr so geholt gehen und so weiter, aber das ist Justiz. Also das ist schon eine Verlagerung, eine Lagerung von der Interpretation, von der Rolle von der Monarchie, was als Monarchie, das nicht mit den neutralen Pouvoir über die Staatsgewalt, nee, das immer mehr geht zum Teil von der Exekutiv. Und das ist noch, wie gesagt, den Eid fällt weg, und es gibt möglich, als politische Gründe aufzusetzen. Das an der neuer Verfassung auch möglich, dass die Regierung kann die Initiative muss zwar Wort an der Chambre und wie vom Staatsrat muss vierleihen, aber aus sich kann die Regierung einem Grand Duc so wenn ich dann der vulgär ausdrücke, wenn du sagst, müsst ihr euch nicht passen, dann haben wir die Möglichkeit, dich aufsetzen zu lassen. Sie brauchen Majorität dafür, das ist klar. Aber der Grand Duc ist eigentlich eingeschränkt als seiner Freiheit für das Wohl vom Land als Regent von diesem Land können so zu vertreten,
dat den eng neutraler dat den also für segem egene Gewisse kann eng Decision holen. Dat gëtt dem Lo film mich schwéier gemerk, könnt mé liicht ënner Druck. Dat as auch net so wie mir sei Roll gesinn. Chamber, de Grand Duc hat bis recht Chamber opzulesen, an dem seht man ja schon heilo eng Situation, die politisch extrem kompliziert das, auf wie do we rauszufannen, lesen ich Chamber op, an dadurch lesen ich Neuwahlen aus. Auch dat geht viel mich schwerer gemerkt, sech wo dat zwar recht vom Grand Duc, mir an der Praxis wurde recht vom Volk. Weil Volk akut ja dadurch Möglichkeit neu wählen zu gehen, an eng neue Regierung eventuell auch dadurch können zu Summe stellen zu lassen. Vorher nicht recht vom Volk, für die Grand Duc sollte man schließen, Parlament op an dadurch konnte mir wiele go. Mit dat film mich schwer auch dat als eng Proforma an der echter Interpretation eng Erschränkung und de Recht vom Grand Duc sich als eng Reduzierung vun den demokratische Rechter Wundeleit. Ein kleinen Detail wie auch zu weise wie Mentalität an der Kommission du as an der Institutionenkommission der op, dat interessiert doch vielleicht man Leid. Das aber ein interessanten Detail. Den Grand Duc als Kommandant von der Armee, wie man wissen, dass an andere Monarchien noch der Fall nicht in einer Monarchien, mehr auch Republiken. Der französische Präsident als Kommandant von der Armee, der amerikanische Präsident als Kommandant von der Armee, das bei Staatschefen gewöhnlich der Fall. Das ist nicht, dass sie wirklich das Kommando ausüben, mit das einfach eng protokollarische Selbstverständlichkeit bei viele Länder auf dieser Welt. Und da tun sie auch geändert, viele hin hier nas nur nach den Titel nicht mehr nach den Titel und zwar sous l'autorité du gouvernement. Dat dann noch humiliiert. Dat bleibt nach den Titel wie Kommandant von der Armee. Das ging so der französische Präsident, der schwedische Kinneck, war doch immer als Kommandant von der Armee, aber in der Autorität von der Regierung. Der kommandiert eigentlich nicht mehr, muss dann immer die Regierung vorgehen. Also das ist eine Situation, wo einfach alles probiert wird, so weit es nicht mehr möglich wäre, für den Grand Duc zu schwächen, für ein anderes Limit zu humiliieren, eben durch so Dispositionen, wie zu so hey, du so sich, passt nicht wichtig. Souveränität vom Land das wird natürlich auch an einem Kontext muss mal gelesen gehen von einem Europa wird sich Sicht probiert sich abzubauen eine Evolutivsituation mit Schmengen man muss wissen dass die Souveränität als nicht überflüssig ist sie das lang erlaubt überhaupt eine staatliche Existenz zu und Recht auf die Leute zu garantieren als Ökonomie zu entwickeln alles das als ein gewisse Moos auch am Friede können zu existieren das alles richtig und das also ein Beweis dass die Souveränität nicht lichtfrankisch sollte aufs Spiel gesagt gehen Orlo können wir weil wir ja auch an einem Europa sind wie gesagt wo eine Kooperation zum Teil eine Integration geschieht dele ma jo souverän Rechter mat europäischen und anderen internationalen Institutionen. Dat Mamer an der gëtt eng Verfassungsdisposition, die seht, dat kann zeitweilig temporärement steht an der Verfassung an op Basis von engem Traité können man l'exercice de pouvoir de l'État können man delegieren und eng international Institution. Dat gëtt doch lo, aber lo fällt den temporärement wäsch. Dat heißt, lo hin, an wir gehen an eng Ideologie von Deel von einem föderalen Staat, weil den temporärement fällt weg. Es geht lo, also dadurch gibt es eine definitiv Auftreten von souveräne Rechter und internationalen Institutionen. Das ist auch keine Prozedur vorgesehen, für die können zurückzuholen. Das heißt, dadurch, dass den temporärement wegfällt, als dann natürlich Diskussionen, ob wir, wenn wir das Dolo stimmen, als das dann für immer. Das ist natürlich schwierig, zum an einem politischen Umfeld, wo terribel viele Probleme auch an der Europäischen Union gibt. Ich will nicht durch, aber die kennt ihr alle gut. Das geht vom Verhältnis Nord-Süden, Ost-Westen, Menschenrechte, Währung, da geht es von wo bis, das alles dort betrifft. Also es sind so viele Probleme, dass sich wirklich soll überlegen, ob das soll so weit gehen, dass wir definitiv Rechte auftreten. Das ist auch so, dass den Grand Duc über Reglement soll Rechtsakte von der Europäischen Union in Zukunft umsetzen. Man hat natürlich vorgestellt an der Kommission, wie ein Rechtsakte. Weil es gibt Rechtsakte von der Europäischen Union, da gibt da ganz viel, das geht über Direktiven, über Reglementer bis hin zu Decisionen und gibt ja ganz viel. Und da haben wir dann auch keine Antwort, auch an den Text in der Verfassung steht keine Antwort. An alles froh, als ja wie Rolle spielt dann Chamber nach.
weil am Blick ist schon so, dass Chamber Direktiven umsetzt, und so können wir noch mal einen gewissen Spielraum mit. Lo wissen wir nicht in Zukunft, wie ist das Verhältnis nach zwischen europäischen Rechtsakten und der Überfeierung für diese Rechtsakte an als Nationallegislation. Dann haben wir auch den droit de patrimoine, das auch so eine Sache, dass so, das wisst ihr, dass an der Europäischen Währungsunion China von der Europäischen Zentralbank rausgegeben mit Münzen, Euro-Münzen, sind national, die dürfen wir dafür haben wir ja auch national Symbole auf den Münzen, und die gehen aber rausgehen an einem Kader, den die europäischen monetären Institutionen als gehen. Das Volumen ist hier geschrieben. Wir können nur nicht Münzen drücken, so viel wir da brauchen oder wollen. Nein, wir kriegen schon gesagt, das ist das Volumen, das ist eine nationale Emission von den Münzen. Und das können wir mehr, wenn wir haben an der Verfassung, das ist ein bisschen eine Formulierung, den droit de patrimoine, das ist zu, der vorauszugehen, der fällt weg. Und da stellt sich auch vor, wir dann noch an andere Länder, der Belgien, Spanien, noch an anderen Monarchien, das ist selbstverständlich in Deutschland, auch an der Verfassung, wir werden so etwas wegschlossen, weil wir gebrauchen es ja. Das ist zwar vielleicht allmodisch formuliert, aber das wir gebrauchen, über die weben Euro-Münzen, und noch von einer Währungsunion mit einem anderen Land tut, dann muss ich einfach den droit de patrimoine haben, weil wir können ja keine Währungsunion mit einem anderen Land mehr, wenn man nicht mit das Recht soll, eine Währung zu haben, da können wir auch keine Union angehen. Also das sind alle so Überlegungen, und ich kann nicht so, dass da an der Kommission ein Diskurs gefeiert gehen, dass den ich nicht mehr Staunen getan hat, weil du hast da gesagt, droit de patrimoine, das wäre allmodisch, da gingen sich dann nicht vorstellen, den am Lieder Schirtisch am Keller steht, um Münzen zu drücken, selbst hat keinen Platz mehr in einer modernen Konstitution. Darum geht es gut. Das ist ein flotter allmodischen Ausdruck. Okay, da kann ich dann verschiedene Meinungen drüber sehen, mit Substanz davon. Die politische Berechtigung, dass wir als Land in den Recht haben, Suen zu haben, die kann ich natürlich an einer Währungsunion umsetzen. Das ist nicht das Sujet, wir sind auch zufrieden mit dem Euro als Lützeburg national gesehen, da braucht man mehr Dateien, das geht das andere Schritt nicht weit in Richtung Föderalismus. Ich will noch vielleicht ein Wort sagen zur Familie, und da ist auch ganz substanzielle Änderungen. Und ich meine vielleicht ein Klammer da. Familie, also das war eben in den Bereichen, wo man wieso immer eine Doktrin hatten, auch der Mensch, dass der Staat sich soll raushalten. Und dafür sieht an der Verfassung aktuell, steht da, l'État protège les droits naturels de la famille et de la personne humaine. Ein droit naturel, das entzieht sich der Gesetzgebung von einem Parlament, weil das ist ein natürliches Recht. Es kommt nicht von einem Parlament, es gibt die Leute nicht gehen. Durch Genot von einem Parlament, aber nicht die Familie an den Mensch. Der Mensch hat Rechte, weil es sein natürliches Recht ist, die Rechte zu haben. Und dafür braucht der Gesetzgeber nicht zu intervenieren. Und der Mensch und die Familie, das sind eben Werte aus sich, wo man sollte ganz vorsichtig sein, die man soll protegieren und nicht erschränken. Das ändert sich auch. Lo fällt das weg, le droit naturel de la famille et de la personne humaine, das fällt weg. Und geht das auch durch eine Formel, so eine Gummiformel, l'État respecte la vie familiale. Bon, okay, fein, lief. Aber das ist aber ganz anders, weil so die Familie, da haben wir sich nicht drauf verloren. Le droit naturel de la famille, lo soll der Staat Familienleben respektieren. Und dann, was ist eine Familie? Das wissen wir auch nicht so genau, weil du also wird gesagt, jeder hat das Recht, eine Familie zu gründen, und dann ist noch dabei, als gesagt gehen, das wäre als Familie. Gut, da kann ich dann noch andere ideologische Ideen dazu haben. Mir wichtig hierbei ist, das wirklich was zentral ist. Das ist der Dummer, der indirekt dir abgemerkt wird GPR und PMR. Weil jeder kann eine Familie haben, das ist ja recht bekannt, eine Familie ohne Kind geht nicht. Das heißt, wir feiern hier etwas an, wird wirklich komplett, und auch keine andere, ich kenne keine andere Verfassung, wo so etwas wäre. Das muss ich noch wissen, wir gehen als Lützeburger hier den Schritt mehr weit wie all die anderen, auch auf vergleichbare Staaten. Und da so wir, Algerien hat Recht auf eine Familie, das ist ein konstitutionelles Recht, aberkannt, an dieselben Parteien, die das Heimat der Affäre so, das will man natürlich nicht. Also die Hypokrisie, wie man so hier gesehen, das habe ich an meinem Leben wirklich noch nie erlebt. Wir haben hier, die machen wir ab für GPA und PMA weg hier danach. Und
Und dann so dieselbe nicht, das will man natürlich nicht. Dabei muss man wissen, dass an den Filiationsgesetze, die an der Chambre sind, als effektiv GPR zu Lützeburg verboten. Wenn man in Deutschland können, dann mal zurückkommen, man kann zurückkommen, dann ist kein Problem. Das ist dann froh von der Modalität. Du geht zwischen der Gambia-Partei und der CSV geht es unterschiedlich führen. Die Modalitäten mit dem Prinzip selber steht, das nicht auf Frage zu. Das heißt, wir sind im internationalen Plan, machen wir hier eine Verfassung, die Lützeburg an den Eck setzt, wo kein anderes Land als Fleisch soll Fleisch 1, 2 ich kenne Kind wat so weit geht an Rechtstoff und de Kanner sich so weit violiert dafür hun noch Initiative wie Schutz wird Kant gesucht mir violieren Kammerrechtskonvention mit dieser Konstitution an der das juristisch extrem gut argumentiert. Ich kann nicht den Erwiven von der Initiative Schutz wird Kant nimmer rekommandieren wie den zu lesen, weil Lützeburg sto mischt als eine Violation von der Rechte vom Kant. Das ist auch eine Violation von der Rechte von den Älteren. Weil mir hatte bislo hat man das Prinzip, das steht nicht an der Verfassung, das wo Deel von droit naturel de la famille, dat Älteren Erziehungsrecht und auch das steht an der Kammerrechtskonvention übrigens von der UNO. An lo davon aus kein Rätsel an der neuen Verfassung mit der neuen Verfassung gibt dem Staat Recht, dann nur zu gucken, dass es Kanner gut geht. Das heißt, wir haben eine Verlagerung an der neuen Verfassung von den Rechten von den Älteren auf der Erziehung mit den Kanner, ob der Staat, den sich eigentlich, wie die Deutschen so, die Lufthoheit über die Kinderbetten sichert, der Staat gibt sich Recht, Kanner zu erzählen. Ich will Paul Aptitis zuerst. Den CSV 3 Kinexgruppe zitieren, die hatten eine Broschüre rausgehen, das ist ganz interessant, das war am Kontext von 2015 nach. An dort die Kinexgruppe von der CSV, da wurde Herr Filmes dabei, und 3 Kinexgruppe, den hat gesagt, wir sollten so kein CSV zitieren, zum Beispiel referendumsfroh proposieren, ob den Älteren hier Recht über die Education von ihre Kanner zu dezidieren, nicht sollte an der Lützeburger Verfassung verankert gehen. 2015 schreiben sie noch an der CSV, mit Recht von den Älteren soll an der Verfassung verankert gehen. 2021 als CSV bei den Parteien die Recht vom Staat auf der Erziehung der Kanner an der Verfassung verankert. Das ist ein 180-Grad-Keier, der wirklich remarkabel ist. Weg von den Rechten von den Eltern auf der Erziehung der Kanner hin zum staatlichen Recht an das mit dem Segen von der CSV wird wirklich ganz schlimm ist. Ich meine, wenn ich schon bei der CSV sie will, ich noch eine zweite Klammer machen, ne? Weil Politik ist Politik und die erlaubt mir, dass ich dann noch Politik spiele. CSV hat immer do bisschen Tendenz gehabt, wie doch Menschen Schweden oder andere Verfassungen aus wie zu so auf die stärkste Partei, von einer Partei, die als stärkste Partei aus einer Wahl herauskennt. Die soll Recht kriegen, die Regierung zu bilden. Das war ja das, was 2013, 2018 hat ein großes Problem von einer CSV. Und du hast dann gesagt, ja, das muss an die neue Verfassung, steht natürlich nicht dran. Das heißt, CSV konnte mal hier egen Interessien mal von der Familienpolitik oder so aufgesehen, aber sie waren mal nicht kapabel, hier egen Interessien als Partei durchzubringen. Und dann hören wir von der CSV, ja, mir alles kriegt, was man wollte. Was wollten sie dann? Sie sind alles gehen, was sie hätten können, weil CSV hätte können blockieren. Sie hat ja, ohne CSV kann die Reform ja nicht ungeholt gehen, ja, weil sie in 21 sitzt und da 40 gebraucht. Ohne CSV geht es nicht. Mit CSV war nicht kapabel, irgendetwas von denen Werte, die soi-disant vertritt oder die hier wichtig sind, wollen nicht hier irgendein Interessen an dieser Verfassung zu sichern. Das ist ein komplett Verhit von der Partei. Und das muss ich so wie das ist eine Gambia-Verfassung, wo CSV Hand und lebt, klar an der Doktrin dieser Hut seit 10 Jahren oder was weiß ich. Helmer ist gut mit Gambia, vielleicht kommen wir ja nicht an eine Regierung ran. Das ist lamentabel. Und ich muss das wirklich so, in der CSV nicht kapabel wäre, irgendwelche Interessen oder irgendetwas, was nach Materie assoziiert wird, zu verteidigen. Dann, nur diesem kleinen Überblick, wie gesagt, wir könnten uns viel lang nach mit Detailer auseinandersetzen, wollte ich dann noch vielleicht sagen, dass wir selbstverständlich als ADR Leute werden abklären, wie gesagt, es gibt eine Broschüre ausgedeelt, wir machen Informationsversammlungen, wir gehen durch Land, wir wollen mit den Leuten diskutieren, wir wollen nicht, dass nur gesagt wird, heute hat keiner sich gewirrt, wo jeder in d'accord, nein, wir haben fundamental Probleme, schon ist der Haut pur davon genannt, mit dem Verfassungstext, wir sind noch mit Sachen zufrieden. Letzter Spruch zum Beispiel hat mir schriftlich proposiert, als Proposition der Revision der Verfassung, dass die soll dran kommen, das steht dran, das nicht, dass mir, denn Herr Penning hat auch eine Sache noch genannt, wo wir froh sind, dass sie dran
dran sind an der Verfassung Deieren also das sind alles wo eine Proposition der Revision vom Roy Reding du immer froh dass da dran hast Stärkung der Rechte im Parlament aber es sind so viel Probleme dran aber weil eben Probleme dran sind aber weil sie das ganz gut wissen aus den Wahlrecht dann hier und du willen sie kein Referendum das just dat sie fährten sind allmählich Exkusen wie zu so wir können das nicht mehr mit das ein Angst für ein Bierger das Angst für nach ein Keier der Refü zu kreen und dafür man Informationskampagne die nicht objektiv ist merkt also der an der Chamber auch eine Motion abrücht wie zu so haben wir brauchen ein objektive Informationskampagne der Tisch dazu all Punkte kontrovers diskutiert wie das normal so sind an einer Demokratie das refusiert gehen man sie eng Presskonferenz wo den sich muss ummelden an sie hun eng Medikampagne machen sie dann über Presse wo sie dann auch ganz zufrieden weil Presse anscheinend im Land das kann ich nicht beurteilen mit sie so rümmeren anscheinend gewisse Presseorgane Min bei der oder anderer Partei stehen das kann stimmen vielleicht doch an einem anderen Land aber sie wissen ganz gut wie das lebt an der so sie mir gegenüber als Medien an der Mämer sie meinen dat okay sie meinen zu lachte von der demokratischer Kultur hier im Land und so mir an der mir wollen eng der politische Kultur im Land wir wollen eng freie Diskussion eng Kontroversdiskussion eng open Diskussion aber Leute können dezidieren von dem sie informiert sind richtig informiert sind ja dann hol man demokratische Decision über Referendum an der respektieren wir den das als DW wie mir gesinn wie mir proposieren auf wir mir als an den nächsten Wochen meint vollwerten engagieren an einer Politik über die neue Verfassung eng die der Demokratie mengen schon diesem Land me zu eier als wie der den feier große Parteien gesehen. Ich so nicht mehr wie nur.